Ja, willkommen um 8. Es sind noch erst 7. Ich meinte ja Folge 8 und 7. Ja. Ach so. Ja, die ganze Welt ist immer noch anders. Ich habe zwar ein paar Lockerungen, wir können schon mit Bier jachten, so. Aber in Urlaub fahren können wir trotzdem nicht. Nicht wirklich. Und jetzt müssen wir ganze Urlaub im eigenen Yachten planen. Im eigenen Garten? Im eigenen Yacht. Ja. Wohin wolltest du denn eigentlich dieses Jahr in Urlaub? Ja, ich wollte in den Süden. In der Süden? Wo in der Süden? Ja, nach Norwegen. Ich war letztes Jahr auch in Norwegen. Du warst in Norwegen? Ja, ja. Da hast du doch bestimmt noch die Fjorde gesehen. Oh, jede Menge Fjorde, jede Menge immer. Und die sind zutraulich. Ne? Die fressen dir so aus der Hand. Ja, und davor das Jahr, da war ich in Afrika. In Afrika? Da bin ich alleine durch die Wüste gelaufen. Du ganz alleine durch die Wüste? Und auf einmal hinter mir ein Fauchen, du. Ja, was war denn da? Was war denn da? Ein Löwe. Ein echter Löwe? Ja, ja. Hör mal, ich in Panik direkt rauf auf den Baum. Du lügst doch. In der Wüste, da gibt es doch gar keine Bäume. Du glaubst es nicht, das war mir in dem Moment ganz egal gewesen. Also wirklich, du lügst doch die ganze Zeit. Ja, ein bisschen habe ich schon geschwindelt. Siehst du? Weil ein Stückchen weiter, ich war nämlich gar nicht allein gewesen. Ah, Da saß noch jemand. da saß noch jemand. Ja, da bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, du Egoist, rutsch mal ein Stückchen. Ich möchte auch mal im Sand sitzen. Aber höre mal, wo wolltest du denn hin im Urlaub? Ich wollte mit meiner Frau dahin, wo wir letztes Jahr auch in Urlaub waren. Ein kleines Dorf. Und du glaubst es nicht, in dem kleinen Dorf, da ist meine Frau letztes Jahr zur Schönheitskönigin gewählt worden. Zur Schönheitskönigin? Ja, Da muss aber ein Kaffee gewesen sein. also wirklich Labbes. So, und jetzt wünschen wir zwei viel Spaß bei Folge 8. Heute nicht aus dem Wohnzimmer, sondern aus der Jade. Folge 8. Hallo Leute, schönen guten Abend. Hier sind Lisbeth. Und ich muss euch sagen, ich habe so viele Anfragen bekommen von Leuten, die sich erkundigen wollten, wie es mir denn eigentlich jetzt geht, so in dieser doch etwas komischen Corona-Zeit. Und ich habe gedacht, ich melde mich einfach mal. Und ja, ich kann euch sagen, mir geht es gut. Ich habe den ganzen Corona-Quatsch eigentlich ganz gut überstanden bisher und ich hoffe mal, das bleibt auch so. Und ich hoffe, ihr seid auch davon gekommen und seid nicht betroffen. Ja, und was soll ich sagen? Das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat in all den Wochen, das waren so der Kaffeeklatsch mit meinen Mädels. Ne? Wir haben uns ja immer regelmäßig getroffen. Und ja, ich sag mal, dieser Tratsch und Klatsch, das fehlt natürlich. Ne? Und das Lästern über unsere Altargeschenke, ne? Das fällt natürlich auch flach, ne? Leider. Ne? Das ist immer das Schönste bei der ganzen Geschichte. Ne? Aber wisst ihr Leute, wen es richtig getroffen hat, das ist meine Hubert. Ne? Der Hubert, der hat wirklich Entzugserscheinungen bekommen jetzt. Das ist ja so ein Fußballjack, ne? Und der guckt ja jedes Fußballspiel, was im Fernsehen läuft, dann hockt er auf seiner Couch. Ne? Ja, und es kam ja wochenlang keine Fußball. Ne? Und der Hubert hat Entzug, der ist ja bald abgedreht. Ganz schlimm. Ne? Ja, ich komme die Tage mal nach Hause, da sitzt der Hubert auf dem Sofa, die Flimmerkiste läuft. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, ich denke, was hat der denn jetzt für ein Programm? Da hat er den Videorekorder eingeschmissen und guckt unser Hochzeitsvideo von damals. Leute, ich war ja im ersten Moment richtig gerührt, ich war emotional aufgewühlt. Bis ich mal genau hingeguckt habe, da lief das Video rückwärts. Ich sag, Hubert, jetzt erzähl mir mal, wieso guckst du das Video rückwärts? Da sagt er zu mir, sagt der Lisbeth, ich finde das so toll, wenn ich dir den Ring abstreife, die Kirche verlasse und mit meinen Kumpels einen saufen gehe. Ne? Ja, typisch Männer, so sind sie. Ja, aber da machst du halt nichts dran. Ne? Ich habe gesagt, Hubert, du musst unbedingt kürzer treten, was das Essen anbelangt und du brauchst auch mehr Bewegung. So, der futtert ja immer weiter, auch wenn der auf dem Sofa sitzt. Ne? Der ist mittlerweile so dick geworden, die Knöpfe am Hosenbund, die haben schon fast Mindestabstand. Ne? Die gehen immer mehr auseinander. Ich sage, Junge, du musst dich bewegen.
Ja, seht ihr, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Gestern Abend habe ich ihn erwischt, komme ich in die Keller rein, sitze auf dem Home-Trainer. Ich sag, Hubert, schön, das hast du doch auf den Home-Trainer geschafft. Sag ich, aber du trittst ja gar nicht. Dann sagt er zu mir, Lisbeth, ich fahre doch gerade eine Hügel runter, da brauche ich nicht zu treten. Männer, bis später. Ist es schön? Ja, Warum hast du denn überhaupt den langen Badeanzug an? ja wegen der Whirlpool. Der ist so warm. Wie warm ist der denn? Ja, wie der neu war, habe ich den direkt auf volle Pulle gestellt. Und? Auf Maximum. Maximum. Und dann bin ich da mit einer langen, knielangen Badehose reingegangen. Knielange Badehose. Guck mal, wie ich rauskam, war eine Stringtanga. Keine Weg ist mir zu weg, keine Fluss zu tief und keine Berg zu hoch. Ja, wie es ist, ja, wo ich auch bin, ich bin bei dir hin. Denn ich habe ein Mädchen, so eins vom Ring. Dafür würde ich alles tun, weil dieses wie macht sie Wahnsinn. Das sind die Mädchen vom Ring, die sind so wie sie sind. Im Korb ein bisschen Jeck, doch es Herz am rechten Fleck. Das sind die Mädchen vom Ring, die sind so wie sie sind. Im Korb ein bisschen Jeck, doch es Herz am rechten Fleck. Abend spät, wo ich auch bin, in Gedanke bin ich bei dir. Nix ist mir wie es war, nix ist mir richtig klar, bist du nicht bei mir. Was soll ich machen, was ist bloß passiert? Du bist mein Schicksalsschlag und wer weiß, wie es wegen das sind die Mädchen vom Ring, die sind so wie sie sind. Im Korb ein bisschen Jeck, doch es
doch et hat zum rechten Hüpple. Pass auf, der ist immer noch. Ja. Da haben wir noch. Könnt ihr das machen? Das war jetzt besser. Das hat doch. Das war jetzt sehr gut, Karl. Das war richtig gut. Das. So. Und jetzt denkt bitte dran, da spielt die Musik, ja? Hallo zusammen. Ja, die Corona-Ausgangssperre war schon eine ganz spezielle Zeit. Zu Hause bleiben und aus dem Fenster schauen, das ist nicht mein Ding. Gott sei Dank habe ich hier ein zweites Hobby. Jetzt habe ich beides miteinander kombiniert. Die Leute haben ja wie bekloppt Klopapier und Nudeln gekauft. Da hätte ich am liebsten gesagt, geht doch zum Metzger, da findet ihr Hirn. Und hier das Resultat. Das Toilettenpapierphänomen in Lego-Format. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Besucht doch gerne meinen Lego-Kanal, da gibt es immer was zu staunen. Bis in der Session mal wieder. Bleibt gesund, euer Damian. Hallo, hier ist euer HP Jon. Es freut mich diesmal bei Jeckes im Wohnzimmer mit dabei zu sein und habe für euch ein Liedchen ausgesucht, welches ich schon viele Jahre im Programm habe. Wenn am 11. im 11. fast der Loren beginnt, dafür schlägt mi Hetz. Wenn zur Weihnachtszeit der Christbaum geschmückt, dafür schlägt mi Hetz. Wenn man Schütze festhand, der Blaskapell spielt und mit allem Mann durch das Städtchen trägt, ja da weiß man, es gibt noch echte Momente, für die es sich leben lässt. Dafür schlägt mi Hetz und das geht so richtig jod. Dafür schlägt mi Hetz und das macht mir immer Mut. Dafür schlägt mi Hetz und es denkt auch dann an mich. Dafür schlägt mi Hetz und es schlägt ganz besonders für dich. Samstags mit Gründe zum Stadion gehen, dafür schlägt mi Hetz. Auf der Bühne für ich Glück, hey, alte Stunde, dafür schlägt mi Hetz. Wenn die Musik aufspielt, der Tanzfläche sich füllt und der ganze Saal zu ja bebrüllt, ja dann sieht man, das Leben hat echte Momente, für die Alter schlägt mi Hetz. Dafür schlägt mi Hetz und das geht so richtig jod. Dafür schlägt mi Hetz und das macht mir immer Mut. Dafür
zu viere begründet ze Schwane für all das schlägt mir Herz. Nehmt euch in der Arm, dann weht uns ganz wärm, noch Schunkele links und der Schunkele rechts. Dafür schlägt mir Herz und das geht so richtig jo. Dafür schlägt mir Herz und das macht mir immer Mut. Dafür schlägt mir Herz und es denkt auch dann an euch. Dafür schlägt mir Herz und es schlägt ganz besonders für dich. Dafür schlägt mir Herz und es schlägt ganz besonders für dich. La 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 la. Der Erlkönig. Oder wie der Königspeter Würm für sein Öl söken tät. Wer grüff noch so spät in der Nacht den Turm? Et ist der Peter, Herr sökt noch Würm. Er hält de Emmersche am Arm und sicher hält singe klein an der Schirm. Sag, Jung, wat steht da Angst im Gesicht? Papa, süßte der Schutzmann, da hingen im Lesch. Der Schutzmann, Vater, der schrieb uns ob. Ach, jeck, Jung, das ist doch nur ein Möschepupp. Lev, Kerlsche, komm mit in de Blech. Du warst de letzte Zick zu frech. Manch ruht auch hast du gefangen im Ring. Und keinmal hat's denn ein Angelsching. Ach, Vater, mi Vater, du hörst doch, och, der Schutzmann, der schnappt mich und bringt mich in das Loch. Ja, blieb ruhig, nu rächt dich doch flück wieder raff, da falle doch bloß welke Blätterer raff. Na, Klein, willst du nicht mit, Marion? Ming Frau Lück, jetzt als Dörpel stand, ming Döchter glöwet sin all Ass. So schriebe der Knirlscher, da freut sich der Gass. Ach, Vater, mi Vater, ja süß du dann nit, de Politesse, ein ganz große Schwitt. Ja, Jung, bist still, ich bin doch nicht schäl, mein Gott, das sind ein paar Nütscher mit einem Kerl. Ich schnappe dich, mich reizt in em Aalsier halt, und bist du nicht willig, dann mach ich dich kalt. Ach, Vater, mi Vater, jetzt haben wir aber genug. Ich hab bar 50 Würmscher im Doch. Der Vater schützt sich, läuft wie der Wind, dreht sich immer der Schirm und das Kind und glücklich daheim verheute der Krott. Ein Loch war im Emmer, der Wurm war fort.
Ach, hi, da seid ihr ja wieder. Hallo Leute. Ja, ich habe jetzt so in der Corona-Zeit, habe ich natürlich schon mal häufiger in so Frauenzeitschriften geguckt. Ne? Und da muss ich ja ehrlich sagen, ich habe immer das Gefühl, mit der Frauenzeitschrift, dass die uns auf den Arm nehmen. Ne? Guck mal, da steht dann vorne schon auf der Titelseite drauf, ne? Seite 1 bis 10, bleib so, wie du bist. So. Dann guckst du Seite 11 bis 20, ne? Dann steht dann Omas beste Koch- und Backrezepte. Und dann guckst du Seite 21 bis Seite 30, ne? Da steht dann wunderbare Blitzdiäten zum schnellen Abnehmen. Und dann guckst du Seite 31 bis Seite 40 und da steht dann Mode für Modige. Hör mal, die haben sie doch nicht mehr alle. Und das alles in einer Zeitschrift. Ne? Also ich kann das wirklich bald nicht mehr sehen. Und das Horoskop, da gucke ich ab und zu dann nochmal rein, ne, was die da für eine Quatsch schreiben. Da steht dann bei mir, da steht bei mir für die kommende Woche, muss ich euch vorlesen, Horoskop. Geld, die Sterne lachen. Beruf, die Sterne lachen. Liebe und Sex, die Sterne lachen sich kaputt. Ja, tu mir das Ding weg. Das ist ja wirklich alles hier stunken und gelogen. Ne? Und ja, was willst du machen? Ne? Mein Hubert, der hat jetzt so in den letzten Wochen, hat er immer so ganz komische Sachen mir schon mal erzählt. Und neulich kam er, sagte, Mensch, Lisbeth, ich habe dir so einen total komischen Traum. Aber der war irgendwie auch schön. Ich sag, Hubert, dann erzähl mir mal von deinem Traum. Da sagt er zu mir, sagt der Lisbeth, stell dir vor, ich habe geträumt. Ich war in einem ganz großen Baumarkt und ich hatte eine ganze Stunde Zeit. Ich konnte allein durch den Baumarkt gehen mit einem ganz großen Einkaufswagen und durfte alles da rein tun, was mein Herz begehrt. Bin dann durch die Kasse gegangen, ich brauchte nichts zu bezahlen, das war alles umsonst. Das war ein schöner Traum. Doch, sagt Schubert, ich hatte neulich auch einen schönen Traum. Ich sagte, dann erzähl doch mal. Ich sagte, Hubert, ich habe geträumt, es war Frühling, es war tolles Wetter, Frühlingsgefühle in der Luft. Sag ich, was soll ich sagen, Hubert? Ich habe geträumt, ich hätte erotischen Spaß gehabt mit mehreren Männern. Ach, sagte Hubert, mit mehreren Männern? Ich sage, ja. Sagte Lisbeth, warst du dann auch dabei? Ich sage, nee, das ging ja nicht, du warst ja im Baumarkt. War ein bisschen geknickt. Naja, Leute, ich würde sagen, bei allem, was das Corona-Gedöns mit sich bringt, wir lassen uns nicht unterkriegen, lasst ihr euch davon nicht beeindrucken, macht das Beste aus der Situation. Vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, verliert nicht euren Humor, auch Lachen ist gesund und ja, was soll ich sagen, schön, dass wir uns gesehen haben und dem Labbes und dem Drickes danke ich dafür, dass ich heute mal dabei sein durfte bei der Sendung. Ja, und ansonsten sage ich jetzt ganz einfach, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann und irgendwo wieder. Tschüss zusammen! In besonderen Zeiten geht man auch gerne schon mal neue Wege. So bin ich auch zu dem folgenden Projekt gekommen.
whole life too. Geschafft. Und jetzt habe ich Zeit für Jack vom bunten Sofa. Frisur okay? Naja, auch so eine Corona-Sache. Mein Sohn, der Student, hat mich rasiert. Der kennt nichts von Frisieren. Der wusste nur 1,5 oder 3,5. Gut, mit 2 Kilo Styling-Gel. Passt schon. Ja, das Leben schreibt Geschichten. Als ich als Redner anfing, da war ein Kollege, der wollte mir die Hand nicht geben. Der gab keinem die Hand. Hatte der schon eine Corona-Ahnung? Nee, der war bekloppt. Ich glaub,
Der hat sie auch totgesoffen. Also man stirbt nicht nur an Corona. Lasst uns über die positiven Seiten der Pandemie sprechen. Meine Pantheraphobie ist weg. Pantheraphobie ist die Angst vor der Schwiegermutter. Und die ist weg. Okay, Storys über die Schwiegermutter sind eigentlich oldschool. Reloaded geht das Thema aber weiter. Die Schwiegermutter ist ein Verwandtschaftsverhältnis mit Komplikationshintergrund. Meine Phobie ist weg. Ich habe meine Schwiegermutter Hilde jetzt 12 Wochen nicht mehr gesehen. Corona hat auch Vorteile. Es waren keine 12 Wochen. In der ersten Woche habe ich sie gesehen. Natürlich mit Abstand. Sie war zum x-ten Mal den Weg am Fegen. Ich kenne Leute, die haben in dieser Corona-Zeit ihre Terrasse über 20 Mal mit dem Hochdruckreiniger geputzt. Die mussten alle neue Pflastersteine verlegen. Darum waren die Baumärkte danach so überlaufen. Also, die Hilde war am Fegen. Da habe ich nur gesagt, und springt der Besen nicht an? Da hing der Segen mal wieder schief. Aber 11 volle Wochen Abstand von der Hilde. Meine Frau wollte, dass ich mich entschuldige. Da habe ich eine WhatsApp geschrieben. Ist noch schlimmer geworden. Diese Autokorrektur. Was habe ich eingegeben? Hilde, ich hab dich ungeheuerlich lieb. Welche Nachricht geht raus? Ich hab dich ungeheuer lieb. Und ihre Reaktion? Und dann war endlich Ruhe. Und plötzlich hieß es, sie darf wieder kommen. Aber das ging dann doch nicht. Weil sie hat einen Hund und wir haben neuerdings eine Katze. Ratet mal, wer hat abends ein gutes Lachsfilet bekommen? Unsere Katze. Jetzt gibt es jeden Abend Lachsfilet. Schön, meine Pantheraphobie ist jetzt weg. Habt ihr auch lustige Erlebnisse in dieser Corona-Zeit? Dann schickt mir doch einfach eine WhatsApp. Liebe Leute, bleibt gesund und seht die Vorteile dieser Pandemie. Tschüss, sagt der bunte Peter. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Der ist so wunderschön. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Wirklich wunderschön. Ganz am Eng der Küste bei die Ape. Das sind ja so viel. So unwahrscheinlich viel. Dabei sind wir doch mal mit 2 Ape. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruhe. Das, was ich will, bist du. Ich will auch nichts erzählen, was dich eh nicht interessiert. Ich will mit dir was erleben, was uns beide fasziniert. Und ich gebe auf zu,
Das war mein Eindruck von eins unserer neuen Stücke, das wir aktuell online proben. Auch uns als Band sind die Hände gebunden, sodass wir kreativ geworden sind und wöchentlich online über Videokonferenzen musizieren. Wir vermissen euch, wir vermissen die Bühne und hoffen, dass wir uns schnell wiedersehen können. Und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald. Eure Mennekrater. Ja, liebe Freunde, das war Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 8. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir haben jetzt 8 Folgen gemacht. Es hat sich wieder vieles geändert. Es kommen Lockerungen, es kommen die ersten öffentlichen Konzerte jetzt, auch in ein bisschen anderem Rahmen. Und da haben wir gesagt, ja, das war die letzte Folge erstmal, weil das öffentliche Leben kommt wieder in Gang. Und wir hätten nicht gedacht, dass wir überhaupt 8 Folgen machen. Und wenn es wieder anders werden sollte, machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ja. Aber traurig ist es trotzdem. Ja. Traurig ist es. Ja, und wir bedanken uns natürlich bei allen Zuschauern, die uns da die Treue gehalten haben. Und natürlich bei allen Künstlern. Und ich kann euch sagen, es waren fast 50 Programmpunkte, jetzt in 8 Sendungen. 50? Ja, 50 Programmpunkte, beziehungsweise 50 Künstler, Gruppen, die daran teilgenommen haben. Und ihr könnt auch gleich im Anschluss alle nochmal sehen. Ja, und bei einem wollte man sich auch noch bedanken. Bei dem besten Kameramann oder vielmehr bei der Kamerafrau, Erika. Vielen lieben Dank für 8 Mal, wo du uns geholfen hast. Es war nicht immer einfach mit uns. Genau, wie im richtigen Leben. Ja, macht es gut. Tschüss zusammen. Wenn et nicht mir führen geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit mir lang, bis da de Wünsche wieder schien, mit die Ruhe bis auf die Zähne. Wenn de Karren prägend steck, wenn dir das Bier wahrhaftig nicht mehr schmeckt, wenn du ne Schwadler ins Gelane hast und just dem so jeneins ob die Mut mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng nicht mehr lang, bis da de Wünsche wieder schien, mit die Rot bis auf die Zähne.
het rissen niet meer lang. Bis da det Wünsche wieder schien, mit die Rot, wie's ob die Zing, mit die Rot, wie's ob die Zing, mit die Rot, wie's ob die Zing. Wenn et niet meer vuur aan jeet, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder wehst,